Willkommen zurück bei Fire Emblem Engage. Im Sidequest-Kapitel, nicht der Weiße Lord, sondern, wie heißt das Teil hier? Der Heilige Ritter, genau. Geht nämlich um Sigurd und die Quest kann man beinahe noch sagen. Die Sidequest-Kapitel läuft relativ gut bisher. Das macht mir ein bisschen Sorge, wenn ich ehrlich sein darf. Und wir müssen auch gucken, wie machen wir gerade momentan weiter, weil im Prinzip können wir einfach hier mal durchfliegen und gucken, was können wir überhaupt, ja? Also was können wir überhaupt gegen mich machen. Gegen eine Hortensie, die 42 Resistenz hat. Ich glaube, sind die ziemlich chancenlos. Wenn die so, sagen wir mal, 46, wenn es hochkommt, die Damage machen. Gut, der natürlich dann auf Haus machen, ein bisschen mehr. Ist auch nicht schnell oder so. Im Gegenteil, da ist alles Pille-Palle. Aber andererseits will ich auch nicht zu viel hier oben machen. Weil ich habe Angst, sobald ich die irgendwie platt mache, bevor ich überhaupt hier drauf drücke, quasi, kommt schon Sigurd von oben nach unten. Da will ich eigentlich noch vermeiden. Das heißt, macht eher nach hier hin, wenn man da natürlich. Das ist auch doof. Geh mal hier hin, komm. Muss mal die ganzen Magier da unten abfangen. Mit dem gehe ich dahin. Nachher werde ich einen Doppelgängerruf machen. Ja, ich da schon mal probieren, ne? Warte mal. Einfach nur bis dahin, ne? Ist ein bisschen doof. Also mal alles hier positionieren. Bei ihr sieht es auch gut aus mit den Werten. Die Bushiro-Link-Kombi. Ah, da könnte ich es besser machen. So. Das sogar, da muss mal kurz ein bisschen raus da. Das Offensive. Alfred Hector. Oh, da unten hin. So. Und jetzt mal gucken, was der Gegner macht. Au. Niedlich? Meteor. Ja, so viel dazu, war. So, dann natürlich noch ein paar. Vor allem auch ein bisschen härtere Kaliber, würde ich mal behaupten. Andererseits, glaube ich, kriege ich trotzdem platt. Ja, gut, das wird dauern. Ich werde erstmal ein bisschen anlocken eher. Ja gut, wenn der mit dem Meteor angreift, dann viel Spaß dabei, soll er mal. Weder das eine noch das andere. Mach erstmal auf. Machen wir auf Elfenflut? Ne, auf Elfenlicht, komm. So, dann muss der da weg. Excalibur, Bulganone. Und weg. In den Wald hinein, ne? Trifft er sowieso nicht mehr. Ich meine, da kommt er wohl nicht hin, ne? Das ist klar. Da würde doch zwar hinkommen, aber bringt das viel? Ich glaube eher weniger. Jetzt macht plötzlich die Feuerlanze mehr Damage, super. Ach komm, es war ja aber oben genug Engage-Felder. Mal gucken, was ihr zwei so machen könnt. Ja, Mann, Waffendreieck, ich beherrsche alles. Expertenlanze, komm.
Also Expertenlanze ist quasi eine verbesserte Meisterlanze oder was? Irgendwie schräg, aber irgendwie auch cool. Ja, Diamant Roy, sorry Leute, ihr kriegt noch nichts zu tun, aber es kommt noch, keine Sorge. Nur die Hunde ein bisschen doof. Von der Positionierung her, muss auch hier natürlich ein bisschen näher rankommen und alles. Ich gehe mal hier hinkommen. So, die Erika können noch ein bisschen geheilt werden, wird sogar ein bisschen schwieriger, merke ich. Bei der Chaos-Truppe, nö, komm. Ich glaube ganz ehrlich, die kriegt sie alleine platt hier oben. Junger Kalif, da muss ich mir keine Sorgen machen. Könnt ihr natürlich einfach so just for fun auch mal sagen, hey, komm auch mal hier dazu. Wenn ich eine fliegende Einheit habe, ist zwar ein bisschen doof, Mach eher Fogado dahin. Das ist Bewegung 1, 2, 3, 4, 5, 6 und können nochmal da schießen, ja, passt besser. Diamant, was machen wir mit dir? Anlocken lassen? Ne, ist mit Meteor ein bisschen doof. Hol dir die Waldfee. Bin ich in den falschen Film oder was? Okay, meine Fehler, warum mache ich bitte so viel Damage? Was ist mit diesen Magiern los? System hier. Zeig es dann natürlich. Muss ich weiter zurück. Was war denn das gerade? Ja, sind nur auf einem höheren Level und so, aber trotzdem. 55 magischer Angriff, 64. Dann natürlich jetzt das hier mit Bougerolin ein bisschen falsch gemacht. Hätte ich eigentlich lieber die da hinschicken müssen. Ups. Aber statt oben hin halt unten hin. Okay, machen wir es anders hier. Gut, wenn die natürlich so aufgepowert sind, dann was war's, scheiß drauf. Ich mache erstmal den nochmal platt. Ich kümmere mich um die Truppen oben. Und lasse die unten erstmal noch weg. Weil die Knöpfe mehr sollen, ich ein bisschen näher dran stehe. Nee, den Fehler mache ich nicht nochmal. Also wir schnappen die uns hier unten, ne, das schon, aber nicht jetzt. Also ich hätte gerne mit Boucheron hier nochmal ein Ding hier. Uns nachher holen werden. Das heißt aber auch, dass ihr hier erstmal nochmal ein Engage angeht. So, das kennen wir schon. Dann Fogado, Mikaya gehen dahin. Diamant Roy wird da oben nicht viel machen können. Ja, haben wir schon mal gesagt. Wir müssen da runter. Chloe, Erika oder Ephraim, je nachdem wer kommt. Dahin, ihr aus, genauso, weil wir müssen auch wieder aufladen. Der Rest ist nicht engaged, also noch nicht wichtig. So. Können wir mit Tiki machen, ja, stimmt. Ich kann die anlocken, also zuerst ein Hortensia ein Ding geben, einen Erweckungsstein. Das ist eine Option. So.
Hm. Ah, die Protection, ne? Wer kennt sie nicht? Warte mal, wenn ich natürlich schon so nah dran stehe. Grüß dich mal. Nein. Moment. Hier, Pechkatz ausrüsten. Okay, schon primär. Und vierfach treffen mache ich dann natürlich so mit. Sieht irgendwie auch cool aus. Für einen weiteren Zug. Er hat auch gute Resistenzwerte. Ja. Emblem Engage. Großes Opfer, dafür ist noch zu früh, Kumpel. Hier kommt der Glanz, den ich habe. Ich nehme den Kriegerbogen. Aber knapp ausgewichen, ey. Sehr schön. Also Boucheron Lin und Chloe Erika gehen nachher kurz nach oben. Nee. Oh, nur noch Fakturen so. Mann. Wir hatten hier normalen Stopp überhaupt noch. Rettung, hat hier keiner Purgativ mit dabei oder was? Und damit einen Stäben gemacht. Im Engage-Modus drin, super. Ja gut, lass halt bleiben. Autsch. Ja, 34er Damage, aber ist jetzt nicht so viel, dass nicht möglich wäre. Sag's mal, wie es ist. Der war natürlich auch was Feines. Der Ganze auf 2 Felder hinweg geht. Mhm. Critten, du musst critten! Er will aber nicht. Er weicht doch zumindest aus, aber entweder critten oder ausweichen. Also, weder noch, das gibt's nicht. Menno. Nee, oder? Okay, gut. Das ist schon, die geht's komplett schon runter oder so. Das wäre jetzt doof gewesen. So. Schnell aufgefüllt. Dann haben wir nachher noch 2 hier übrig für die beiden. Also sogar noch ein bisschen mehr. Aber egal. Ja, du, kann passieren, ne?
Aber kein Pogativ, hätte ich statt Pflege eigentlich Pogativ mitgeben sollen. Na egal. Müssen wir noch gucken, dass da endlich mal ein bisschen als Abfangen von den Typen hier unten, ne? Und es sind eigentlich nur 2, aber es sind solche mit 2 und 3 Weckungssteine, da, ja. Da würde ich lieber mit der ganzen Truppe hingehen, wenn ich Räder sein darf. Ausweichen kann er gut, aber kritten kann er nicht mehr mit dem Teil. Das lief jetzt scheiße. Das war nicht der Plan, Freunde. Scheiß, die wandern. Ja, nee. Jetzt hoffen wir mal, dass die Truppen da oben nicht kommen, weil sonst muss ich dann nochmal umstellen, das Ganze. Und meine Taktik ein bisschen umdenken, dass man doch erstmal die Typen unten platt macht, statt die hier oben. Weil ich dachte mir jetzt so, ja, das ist so eine coole Idee. Aber Bullshit. Faktor Break. Ja, aber erstmal unlocken, ne? Wäre vielleicht auch noch was. Also, Bündnis. Dann geben wir mal einen Weckungsstein hier unten an Ivy und Soren. Und hoffen wir, dass sie es überleben. Puh. Das ist auch übel. Alter Schwede. So, komm. Oder meinst du eigentlich hier mit Reflexion? Was hat der schon wieder? Oh, der ist gut. Aber kann nichts mit dem machen, ne? Gerade. Ah, das ist dann wieder gut, weniger gut. Ja, Lockvogel bin ich so oder so, da muss ich nicht noch speziell erwähnen. So, ihr seid hier alle da. Für die Ralala. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ja. Nee, das war nicht das, was ich wollte. Oh, ein Crit. Der kam unerwartet. Der hat eine Chance von 10%, hey, meine Fresse. Okay, Freunde, muss die schnellstens platt machen. Wir haben zum Glück wenig Verteidigung alle. Was am besten wäre? Special Moves angreifen? Ich glaube schon, wa? Wobei Alfred Hector Special Move ist ein bisschen doof. Das Problem ist, es sind 2, hä? Müssen wir beide irgendwie ausknocken, irgendwie auch wieder nicht. Das ist gerade irgendwie sehr, sehr creepy alles.
wie man zwar auch ein bisschen doof finde, um ehrlich zu sein. So waren es noch 2 bei ihm und er noch 2. Wie sollen das nulllos sein, Freunde? Vor allem Magie-mäßig kann da jetzt gar nichts ausrichten. Die pusten mich weg und gute Nacht, ey. Alter, was ist los mit den beiden? Die muss man doch theoretisch irgendwie wegkriegen. Und ja, der Bulganone, okay, kann mit einer Waffe angreifen, die ein bisschen größere Reichweite als nur 2 Felder. Mit Faron zum Beispiel. Da bringt mir aber das hier nichts. Das ist irgendwie da eine miese Crit-Chance und vor allem eine miese Trefferchance. Wie kommt das denn? Der muss ja gerade ein bisschen ausprobieren. Weil wir werden wieder zurückspulen müssen. Ja, ich ist ein bisschen beschädigt, aber nur das, was ich eigentlich wollte. Ich könnte sie mal brechen, ne? Da wäre schon mal etwas. Ich müsste mir übers Brechen geben, Freunde. Tatsächlich. Was ist eigentlich von Diamant? Hat denn der ein Item verloren? Manchmal ein bisschen creepy, was die so von sich geben. Ich habe gerade mal 2 ausgeschaltet, hey. Jetzt theoretisch hier nochmal engagen und ihn irgendwie brechen. Ich meine, ich kann natürlich auch hier ganz normal mit der 4. Stufe machen. Da breche ich ihn ja auch, ich muss nicht unbedingt engagen. Deswegen wäre halt Sidal cool gewesen, ne? Den zweiten Faustkämpfer. Ich muss dringend, wenn ich irgendwie nochmal einen Run irgendwann mal machen sollte, sei es ein privater Run, wie auch immer, muss ich unbedingt dabei drauf achten, beachten vor allem, dass ich halt, ja, auch ein bisschen mehr auf Ding gehe, tatsächlich. Kopfschlag mit dem Kriegerbogen, okay, interessant. Mal 2 nachher 4 mal, 2 mal 14, dass ich mehr Dinger brauche im Team. Definitiv. Definitiv mehr von denen, die halt mit dem Fäusten zuschlagen. Das wieder Faustkämpfer sind und was anderes. Ein anderes Thema. Okay, so kriege ich es hin. Ich bin nur nicht mehr nah genug dran, um ihn angreifen zu können. Theoretisch bei dem noch. Es reicht bei ihm jetzt aber nicht ganz, dass ich ihn irgendwie wegbamsen könnte. Macht immerhin 30 Damage, das ist schon eine Menge. Okay.
Nee, Freunde, bringt nichts, vor allem weil oben gerade die Verstärkung kommt. Also halten wir fest, generell die Idee nicht schlecht gewesen, aber man muss es anders machen. Ne? Also oben gar nicht erst irgendwie versuchen anzugreifen. Wobei das könnte, warte mal, wann war das? Der und der, also quasi den Pfeiltypen ausschauen, das geht. Der Rest oben ist egal, weil die kommen eh nicht näher. Genau. Die hier unten anlocken. In dem Fall eigentlich vor allem den hier. Erstmal den anlocken, den einfach nach außen vor lassen. So. Natürlich macht der auch eine Menge Damage, aber weniger als der andere. Das heißt, ihr könnt sogar Hortensia hinschicken. Hier. Oder besser gesagt hier, um ihn anzulocken. Okay, okay, das wird gehen. Dann müssen wir trotzdem kurz gucken. Ich mache es mit Bougeron. Dann mache ich es nicht mit Bougeron. Nein, ich mache es nicht mit Bougeron, ich mache es mit Yunaka. So, jetzt müssen die ganzen Truppen nach unten, weil er muss da unten jetzt loslegen. Wir müssen schneller vorwärts kommen. Systemeinstellungen wieder ausschalten. Sonst dauert das noch 3 Tage und noch länger. Ja, da muss ich hier auch bei Citrin Byleth mehr auch, mit Ding arbeiten, mit der Muschel, also mit dem Fäusten quasi. Um so reinzuhauen. Mhm. Passt. So, ein Teil des Engage ist vorbei. Dann also Hortensia, weil sie halt trotz allem die höchste Ding hat. Verteidigung. Wird zum bevorzugten Ziel der Gegner. Ja gut, das haben wir sowieso schon. Nicht groß was machen. Die mal bitte näher ran, weil mit dir will ich ja da auch angreifen. So. Mhm. Okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Der eine loslegt, gehen die anderen auch, oder was? Dasselbe Dilemma wie zuvor. Ich meine, die kommen nicht sofort, das stimmt. Ich müsste die mehrmals brechen, dann angreifen, das irgendwie hinzukriegen. Ganz ehrlich, Leute, ich sehe nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe es gerade nochmal versucht. Aber ich glaube, sobald du die unten anlockst, bist du eigentlich schon mal erledigt. Wenn du halt die oben zuerst angreifst, weil du dann denkst, du kannst von oben und unten irgendwie einkesseln, dann geht die Brücke auch schon mal runter, wo noch gar nicht drauf stand. Also das Kapitel ist in dem Zeitpunkt hier gar nicht zu schaffen, außer ich hätte lauter Faustkämpfer. Wenn ich die hier schnell wieder brechen könnte, dann wäre es was anderes. Die haben so viel Resistenz, da muss ich mit der Magie gar nicht ankommen. Den Teil kann ich mir sparen, die haben schon eine riesige Reichweite, kann ich mit allem anderen irgendwie auch vergessen. Es sei denn, ich quitte die um, ja, weiß auch nicht. Um Kopf und Kragen quasi. Also eben wie Bougeron zum Beispiel. Entweder prädestiniert, um die einfach loszuwerden. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch zweimal den Plan machen, ne?
Michael hat ja die fliegenden Fäuste, deswegen würde ich damit gerne noch warten. Okay, ich meine, dass ich mit dem Eisenland jetzt noch gekriegt habe. Es können natürlich hier aus dem Weg gehen oder hier runter gehen oder so. Oder wieder zurück. So. Da wäre der jetzt schon mal gleich gegessen, ne? Der ganze Not sogar hier irgendwie. Aber wir haben noch Beilauf drauf, ne? Dann nicht vergessen. Beilauf brauche ich noch für dieses und jenes sicher. Wen von euch brauche ich jetzt weniger? Mein Louis Tiki Dan einzusetzen ist auch gefährlich. Bündnis, sie haben natürlich einen Vierfachangriff, den natürlich auch gerne nutzen. Aber es ist ja doof, weil gerade beide jetzt hier im Weg stehen. Ah, scheiße. Obwohl, warte mal, ich habe Pushiron. Ah, warte mal, das könnte klappen. Eine ganz verrückte Idee. Wenn ich das sage, muss da was dahinter stecken. Genau, aber das war wichtig, dass der erstmal weg ist. So. Nämlich theoretisch den nochmal brechen. Der hat ja einer seiner volle Ding. Ja, ein Ding ist weg, ja, genau. Und dafür der Diamant gesorgt. Was ich jetzt gerade vorhin meinte, ist, ich habe noch die Kombi aus Citron und Beilev. Beilev kann den Tanz der Götten einsetzen, zum Beispiel hier. Mal nochmal Move ausführen zu lassen. Gerade bei Bushiroad natürlich sehr wichtig. Jetzt, wer hat Kanter? Also nochmal bewegen zu können quasi. Citrin, ja super. Ja, die ich jetzt nicht bräuchte. Man kann natürlich auch nicht. Hey, die haben zu wenig Charaktere, die ich hier im Einsatz habe, können das. Hortensia Celica bringt mir aber jetzt nicht so viel. Man kann Timera eigenes gerade hier machen, natürlich cool. Sie können natürlich von hier aus nicht angreifen. Ne? Kann zwar das Bündnis einsetzen, das stimmt. Aber der hat ja so viel Magie. Also wirklich. Nee, Hortensia, aber das ist halt, Hortensia ist hier generell auch doof. Da wäre eher mit dem Stab, wenn ich jetzt sagen, einmal, das ist eine Fraktur. Da wäre natürlich jetzt praktisch, Wow. Keine andere Wahl als, ja gut, ich meine, ich kann einerseits hier Bündnis machen, von hevigen Schlag, oder natürlich hier den da. Dann mache ich 18 Schaden insgesamt. Maximal.
Wäre eine Option. Ich mache das Bündnis. Bringt jetzt hier nicht so viel. Und mit dem Bündnis kann natürlich auf Lucinas Special-Fähigkeit zurückgreifen. Natürlich brechen damit nicht. Wäre der Move besser, wenn ich schon mal ein paar Mal damit angegriffen hätte. Aber ich muss irgendwas haben, mit dem ich ihn da kurz jetzt mal brechen kann irgendwie. Auf welche Art und Weise auch immer. Kriegerlanze macht mehr Schaden, aber er killt mich. Im Meißellanze aber für eine Chance, ihn zu kritten. Und er killt mich nicht. Das Problem ist, die Flammen werden es nachher tun, ne? Bogen plus Flammen, das ist natürlich jetzt die Frage, weil ich fliege ja. Machen wir deswegen die scheiß Flammen auch so viel Schaden, oder habe ich dann nochmal Schwein? Das war sowieso doof. Egal von den Hektor, mit dem müssen wir eigentlich da näher ran. Also geht gar nicht. Ach, come on. Warte mal, dann machen wir es. Mit dem Bein würde ich halt doch gerne ganz nah ran. Sag's wie es ist. Mit euch beiden komme ich auch nicht nah genug ran, um da irgendwas zu reißen. Ich bin einfach irgendwie viel zu weit weg, gell? Für solche Spielereien. Ja, wenn ich treffen würde, mache ich schon Schaden. Das ist genau das Problem. Okay, komm, brechen einfach mal. Dann habe ich quasi einen Angriff gut, ja, mit dem ich da angreifen könnte und das was machen kann. Ja, du besser als nix, oder? So, also du so, Hortensia Celica. Klingt zwar cool, ist aber hier gerade ein bisschen doof. Bündnis. Ja, Bündnis bringt nicht viel. Fraktur, Stärkung. Stärkung ist auch zu früh. Ich meine, Fraktur bringt man nichts. Es ist dann gut, wenn man nochmal angreifen will. Wie zum Beispiel so. Dass das funktioniert hat, krass. Ich müsste eigentlich mit ihm hier hin, ne? Okay. Besser. Dann natürlich ganz scheiße. Dass ich so jetzt überhaupt nicht getroffen habe. Das war eigentlich schon Elfendonner. Wer ist denn? Nicht mehr so viele. Ich habe nur die zwei Optionen. Da wäre noch mal einer weg gewesen, aber nee, keine Chance. Okay, gut, lassen wir das. Kommt auch noch Plan zum Zuge. So, weil jetzt könnt ihr alle nochmal angreifen. Ihr haut erstmal hier ab. Yuna Khalif kommen wir halt richtig damagen wollen. Was haben eigentlich so viele Werte? Ja, die gehen wieder. Das heißt, es ist hier eigentlich, weil er nur noch 10 hat, zu früh für ihn. Alfred Hector WKC kommen sowieso nicht nah genug ran. Ja, ich mache zu guten Damage, das bringt so nichts. Kann sparen wir für nachher auf.
Ja, ich hoffe einfach, dass ich nachher überlebe. Ja, geh mal hier hin. Hier bin noch relativ gut geschützt. So. Weit kommt zwar auch nicht, aber... Na, wo bin ich da in dem Feld? Ja, natürlich. Wo der noch hinkommt. Wobei die haben alle nicht so viel Resistenz, also von dem her... Spielt nicht so eine Rolle. Mist. Das, was ein Meisterbogen ist, vielleicht reicht es noch. Das ist ein richtig Plattmacher. Jetzt kommen wir bis dahin. Er könnte oben noch angreifen. Ey, das ist sowas von übel, sage ich euch. So, das müsste jetzt eigentlich im Duett klappen. Ich weiß, Junaka kriegt gleich voll auf die Fresse von allen Seiten. Aber ich hoffe einfach mal das Beste. Ja, schönes Ding. So, und jetzt bitte stirb. Alter Schwede. Leute, können sagen, was ihr wollt, das war übel. Das war fucking übel. Lecco mio, ey. So, jetzt haben natürlich hier unten noch ein paar unserer Charaktere drin. Am Junaka Leaf muss man nicht zu eine Sorge machen, wenn sie auf dem brennenden Feld stehen. Die haben so viel Speed. Jetzt ist das richtig, dass Meteor gar nicht dahin kommt. Ah, cool. Ich meine, klar, 34 Damage ist nicht wenig, aber die greifen jetzt nur einmal an. Ich habe 27 Ding, mal Resistenz, also das wehre ich alles ab. Hast du nicht irgendwie eine Rettung dabei, dachte ich? Rettung, dankeschön. Nehmen wir für ihn hier. Der Bushiroad hat jetzt da eher weniger gerne drin, im Feld. So eine Kalif läuft auch gut, würde ich sagen. Der Unica Leaf lief auch gut. Au. Aua, aua. Meine Fresse. Ah, der war wirklich übel. Vier, sehr gut. Schöne Werte. So, raus hier. Nur ihr beide drin in dem Feld. Sehr gut. Nochmal hier kurz raus. Puh. Junge, Junge, ich dachte echt, ich schaff's nicht mehr. Stab kann ich nur noch einmal einsetzen, kann man direkt mal. Shit happens. So, Junaka, Diamant Roy natürlich, Entschuldigung. Schnell nach oben, dann wird man euch loben, aber nicht hier hin.
Da, so. Nur starke Angriff geht nicht so weit. Aber nie aus, hä? Oh yes. Glück plus 10. Hm. Ja, Glück muss man haben, ne? Entschuldigung, aber ist doch wahr. Warte mal. Ich mach's anders. Ich gehe mit einem Bein mal hier durch. Wegen den Engage-Fällen, die wir natürlich jetzt dringend brauchen. Hab hier noch das große Opfer, wir natürlich beide noch gerne behalten. Ach stimmt, er hat den Purgativstab, ja, ganz vergessen. Wir brauchen wegen Rang C und so, ja. Aber habe ich Gerüchte gehört, dass Micaiah, wenn es ein höheres Bandlevel hat, glaube ich so um die 15 herum oder so, dass es sogar bis Stablevel A gewähren soll. Deswegen bin ich gespannt, wie denn das künftig aussehen könnte. Gut, also mein ursprünglicher Plan von wegen, ja, wir schaffen das Kapitel hier in der Folge, können wir vergessen. Ich mache glaube ich noch bis zu dem Typen da vorne, ein bisschen den beiden halt, bis die Brücke runtergeht und dann will mal sagen, ist und war cool, aber ja, das machen wir dann nächste Folge. Agu Protection, okay, wollte gerade sagen. Ich wollte schon sagen, ne? Oh, ganz ehrlich, ey. Jetzt der Typ, der das Gefühl hat, ich hab Angst vor ihm, nur weil er dir so ein Meteor-Fuzzi ist. Nee. Habt ihr Angst vor Meteor-Fuzzis? Also ich nicht. Kuckuck, Meteor-Fuzzi, du bist ganz alleine. So, Kleintier macht auch Mist. Natürlich alle wissen. Madai. Ja, riskier's mal. Komm, wir gehen mit allen nach vorne. Was soll der Geiz? Das können wir schon mal ein bisschen ankratzen. Und vergiftet, sehr gut. Weil der vergiftete Status soll ja sehr gut sein. Der stechende Blick. Ja. Ja, mit dem war der jetzt doch noch ein bisschen sehr wenig Resistenz dafür. Kannst du engagen hier, aber nee, komm. So, sag, was du kannst, Digi. Okay. Das war weniger als ich dachte, um ehrlich zu sein. Wer wäre kurz vom Level Up? Citrin Beilev. Der Schöpfers. Noch nie eingesetzt in der Kombi. Ist eigentlich auch noch cool. Eben vor allem gegen eine andere Magier. Ich stelle mir gerade mal so vor. Hat eigentlich ursprünglich so, ja, Citrin, Beilev, ja, kann man machen. Aber dadurch, dass er eben auch da mit den Fäusten hatte, oder eben das Schwert des Schöpfers. Und da ja Magier normalerweise eine geringe Verteidigung haben. Und mit den Fäusten sowieso jeden anderen Magier dann brechen kann, ist eine ganz geile Kombi. Finde ich jetzt gerade so auf Anhieb.
So, kurz auffrischen. Hier selber. Bereiten wir uns hier schon mal vor. Sie kann auch schon mal nach oben, weil sie da noch was braucht. Genauso wie Citri nachher auch noch. Haben wir alle Engage-Felder wieder. Kann hier schon mal ein bisschen versammeln. Wenn wir das dringend nötig haben. Wir haben ja vorhin gesehen, was hier alles rauskommt. Und vor allem, wie Sigo dann auch rausmarschiert. Die Frage natürlich jetzt hier mit dem Magier. Da haben wir gar nicht gesehen, ob die Magier auch rausmarschieren oder einfach hier stehen bleiben. Weil ganz ehrlich, wenn die einfach hier stehen bleiben, würde ich sogar sagen, ich positioniere vielleicht irgendwie Chloe. Und gehe mit Chloe auf nach vorne und mache die alle platt, weil natürlich haben die magischen Angriffe, sie werden Chloe Schaden machen, das lässt sich nicht vermeiden. Aber ist, wie ich finde, wesentlich weniger. Also wenn ich jetzt da eine andere Strategie fahren würde, gut 16, 18. Ich finde sowieso vom Greifenritter Chloe sehr wenig Resistenz. Wirklich sehr wenig. Vielleicht täuscht sie irgendwie, aber ich habe irgendwie auch was anderes. Schon mal, naja, ist egal. Also ich will noch nicht drauf, auch wenn ich eine Heilung habe. Ich werde aber hier mal noch einen Stab einsetzen für die Pflege. Level 16, sehr gut. Lindwurm, Bücherwurm, whatever. Und einen Frakturstamm, wenn wir auch gebrauchen, ne? Erholung. Nehme ich auch gerne. So. Bruno Michael, perfekt. Freunde, sagen an der Stelle Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Final Engage. Dann werden wir es hoffentlich hinkriegen, die Map noch zu schaffen, vor allem wenn wir nicht mehr so viel Zeitkristall haben. 5 Ladungen noch, nicht mehr so viel. Die Truppe hier oben. Also wenn ich das wirklich richtig im Kopf habe, geht der nächsten Zug hier die Brücke runter. Da kommen hier plötzlich irgendwie Einheiten, so Reiter, also physische Truppen raus, die nachher auf uns zukommen. Sigurd leider auch, aber ich glaube, die Magier kamen nicht. Und deswegen wäre natürlich eine Option, auf zu sagen, hey, ich schicke da, ja, eben vielleicht Chloe nach vorne, bei ihm Chloe, haben wir gerade gesehen. Dann jetzt so viel Rest. Ich meine, im One-to-One killt sie alle. Manchmal einen Kriegerbogen. Aber wenn die alle angreifen und Chloe natürlich kein Erweckungsstein, nix. Also 44 HP, das ist natürlich nicht so schlimm. Und sie wird sie alle doppeln. Sie wird sogar Sigurd doppeln. Ja. Also eben, eine alleine schafft sie locker. Aber mit 18 Resistenz im Gegenangriff, da hätte ich lieber irgendwie 28, würde ich es eher riskieren. Ja, lasse ich irgendwie Chloe auch hier und lasse ihn die ganzen anrückenden Magier angreifen. Ich blockiere einfach hier die Zufahrt. Ich meine, das sind nachher ein Feld von 2 Breite. Da könnte ich ja gut irgendwie Louis Tiki und vielleicht Timera Ike hinstellen. In erster Front. Also kriegen wir auch Alfred Hector, weil sie sind auch relativ stark unterwegs. Jo. Ich würde sagen, wir gucken mal, wa? Nächste Folge, was wir machen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao zusammen.